onze Geschicht Nummer 85. Ditmaal vertellen we van hoe de op de Swiftcurrent Reserve gebleven Oolkolonia Gottesdienst verleden, van al ihre ooms naar Mexico getrokken werden. Wer hält met de teruggeblevene Oolkolonia op de Swiftcurrent Reserve dan gottesdienstliche Versammlungen, wanneer ihre ooms alle naar Mexico getrokken werden? Ik weet niet zeer veel daarvan, wo dat zich met de op de Swiftcurrent Reserve wonen geblevene Oolkolonia herumgenomen heeft. Wat ik hier nu daarvan vertellen wil, dat heb ik meestens van mijn onkel Wilhelm Rempel, woner in dem dorp Rosenhof op de Swiftcurrent kolonie woont, en van zijn zoons en dochter, mijn cousins. Wenigstens 2 van de Oolkolonia kerken op de Swiftcurrent siedlung worden verkauft. Uit de dorpen Rutje 4, Rutje Moved, zoals we dat de Plautdietsch woord dan nu hebben, en ingerecht om voor andere Zwarte te brokken. Wären also nicht mehr kerken. In de eerste jaren kwam Hannen Wader nog mal einer van de 2 Oolkolonische predikers, wo op de Heegreserve wonen gebleven waren, naar de Swiftcurrent Reserve Han en bracht door aan eine van de gewesene Oolkolonia kerken eine Predigt. Als op de Heegreserve 1930 eine älteste wohl weer, dan wären van de Swiftcurrent Siedlung noch etliche Männer naar de Heegreserve Han gefahren en hadden door deelgenomen aan de wohl. Deze mannen hadden nog immer damit gerechnet, dat ze op de Swiftcurrent Siedlung ook nog weiter eine Oolkolonia gemeint worden organisieren können, wanneer in Saskatchewan geblevene Oolkolonia erst einen Ältesten haben würden. Aber op de Swiftcurrent Siedlung ist dort nicht mehr durchgekommen, dat door eine Oolkolonia gemeint gegründet worden kann. Scheinbar haben die teruggeblevene Lied dort auch lang nicht alle gewollt, dat het door nog weiter eine Oolkolonia gemeint geben soll. Viele Bürgers wollen gar nicht mehr zu einer Oolkolonia gemeint gehören. Und dat diese Männer nicht mehr Oolkolonia sein wollen, dat wird zum großen Teil vielleicht doorween, dat älteste Johan Lepke dort auch noch weiter dort beholen will, dat Oolkolonia nicht Koren, nicht Autos haben dürfen. En de Swiftcurrent ihre Noberschaft an der Westzeit von ihrer Siedlung, da wohnten eine Gruppe Sommerfelder-Families, und bei den Sommerfelder wird dort nicht verboten, Korfortier zu haben. Men bet Noordost von der Swiftcurrent Reserve en de Gould Town en Main Center omgehenden woonden ook Sommerfelder Mennoniten. Deze Sommerfelder gemeint had wenigstens 2 kerken en de Gould Town Main Center omgehend en eine kerk voor de Sommerfelder families wonen westen van de Swiftcurrent Siedlung woonden. In deze 3 kerken hadden ook einen Ältesten, etliche predikers en einen Diakon. Deze Sommerfelder ooms, meestens de predikers wonen door Sieden van Swiftcurrent woonden, dienden de teruggeblevene Oolkolonia op de Swiftcurrent Reserve met predigten en kwamen daartoe zeer waarschijnlijk met ihre Korfortier naar ihre kerken gaan. De Sommerfelder ooms hielden ook vele jaren den Jugendunterricht in de Oolkolonia kerken op de Swiftcurrent kolonie, zodat voor vele jaren immer eine ganze Anzahl oolkolonische junge Menschen durch de doop Sommerfelder worden. En vele oolkolonische Glieder sloten sich auch de Sommerfelder Gemeinde an. Aber viele Oolkolonia fehlten an eine Sommerfelder Gemeinde scheinbar nicht recht thuis und wurden nicht Sommerfelder, sloten sich nicht die Gemeinde an. Daarbij kam de Sommerfelder Gemeinde op de Swiftcurrent Reserve nicht so recht im Schwung. Mein Onkel Wilhelm fuhr mit seiner Familie Taub auch immer durch de Sommerfelder Kerk zu de Gottesdiensten. Und seine 8 Kinder, meine vaderschen Cousinen, gingen auch alle in de Sommerfelder Gemeinde zu ihrem Jugendunterricht und wurden durch de doop Sommerfelder. Aber auf der Länge fehlten auch viele Sommerfels angedöpte junge Glieder nicht so recht thuis in de Sommerfelder kerken und gingen nur wenige Jahren über naar andere Gemeinden. Onkel Wilhelm seine Kinder gingen auch alle, buiten zijn Sohn Wilhelm en vielleicht de älteste Tochter, even naar de andere Gemeinden. In de laat 1930 jaren vangen de IMB-Gemeinden op de Swiftcurrent Reserve, mank de Oolkolonia, van wonen dan al vele Sommerfelder geworden wären, ook nog eine Gemeinde aan.
aber diese Gemeinde bleibt verhältnismäßig immer mal klein. Einer von meinen Vater hat mir gesagt, dass er in seine Früh und noch ein paar von seinen Geschwistern nur der Gemeinde übergewonnen wären, weil sie in der Sommerfeldgemeinde nicht Reichtüs gefällt hatten. Und dann, in den Lot 1960er Jahren, fangen die Gemeinden auch an, ab der Swiftcurrent-Reserve mit der Oolkolonia und Sommerfelder Familien zu arbeiten. Diese hatten da mehr Erfolg. In 1965 gründeten sie da mit einer ganzen Anzahl Oolkolonia und Sommerfelder Familien eine IMC-Gemeinde. Und diese Gemeinde war ziemlich bosig groß. Also, der auf der Swiftcurrent Reserve in Saskatchewan wohnen gebliebene Oolkolonia, in denen nachkommen, sind nicht Oolkolonia geblieben. Meistens nicht. Die haben sich, nachdem all die Oolkolonia nach Mexiko getroffen wären, die Sommerfelder, Bayer, Sayer und verschiedene andere Gemeinden und Konferenzen angeschlossen. Ungefähr standen die Buchstaben bei. Dort die Buchstaben IMC für Evangelical Mennonite Conference standen und dort die Namen erst für die gewesene Kleingemeinde ihrer Konferenz, dort hat, wie all einmal gesagt, und für die von you, die vielleicht nicht weiten, wofür die Buchstaben bei standen, will ich hier noch sagen, die Buchstaben bei standen für Evangelical Mennonite Brethren. Ich glaube, alle gewesene bei-Gemeinden haben ihren Mennonitennamen weichfallen gelassen. Diese Gemeinden sind, soviel als ich weiß, noch immer eine Konferenz, aber keine von ihren Kirchen haben von der dort Wort Mennonit an ihren Kirchen genommen. In den letzten 50 Jahren sind von den Nachkommen von der Swiftcurrent und Hague-Reserven in Saskatchewan, nach Chihuahua und Durango, Mexiko, ausgewandert der Oolkolonia hunderte Familien oder Dutzende Seilen trägt nach Kanada gekommen. Aber mal ganz einzelne von den vielen Dutzenden sind trägt nach Saskatchewan gekommen. Und in den 1950er Jahren kamen etliche Familien von Durango, Mexiko nach BC, British Columbia. Aber wie die meisten Familien wohnen von Chihuahua, von Durango und von Zacatecas in Mexiko, oder auch von anderen Städten in Mexiko und von anderen Mittel- oder südamerikanischen Ländern in den letzten 15 Jahren trägt nach Kanada kamen, die kamen entweder nach Süd-Ontario, nach Manitoba oder seit den 1980er Jahren auch nach Alberta. Von den wenigen Familien, die von Mexiko trägt nach Saskatchewan gekommen sind, weiß ich sehr wenig. Aber ich weiß von diesen, dass sie sich in Saskatchewan auch keine eigenen Kirchen oder Gemeinden gegründet haben. Diese wenige von lateinamerikanischen Ländern trägt nach Saskatchewan gekommene mennonitische Familien haben sich dort in existierende Gemeinden integriert. Und nu wollen wir uns was vertalen von den Mennoniten, die von Mexiko und von anderen lateinamerikanischen Ländern trägt nach Kanada gekommen sind und in Alberta wohnen. Von den Lot 1950er Jahren an, als immer jeder Jahr noch mehr mennonitische Familien von Mexiko nach Kanada kamen, hier Geld zu verdienen, war dort an den mennonitischen Kolonien in Mexiko jeder Herbst oder Winter überall bekannt, wo dort in Süd-Manitoba und in Süd-Ontario im letzten Sommer an mehr Arbeiter gefehlt hat. Das war dort durch die Familien bekannt, wo im letzten Sommer von Mexiko nach Manitoba oder nach Ontario gekommen wären, hier so lange gearbeitet und verdient hatten, als hier Geld zu verdienen wir, und dann zum Winterträg nach Mexiko fuhren. Wenn diese Familien zum Winterträg nach Mexiko gekommen wären, dann wären da jeder Jahr all immer noch mehr Familien, wo sich all dort reitmücken und damit rechnen, dass sie für den kommenden Sommer auch nach Kanada fahren wollen, um dort Geld zu verdienen. Und die befriedige sich dort bei den Familien, wo zum Winterträg kamen, so schön, dass die weiter in Mexiko wären, wo sie in Kanada am besten würden Arbeit finden können,
wann sie für den nächsten Sommer nach Kanada fahren würden. Oder vielleicht besser gesagt, die befreuen sich, wie die zurückgekommene Familie darüber, wo und wo sie in Kanada würden am leichtesten und am meisten Geld verdienen können und so weiter. Natürlich kämen keinen Horst alle mennonitische Familien zurück nach Mexiko, wo im Fall nach Kanada gefahren wären. Jeder Jahr bleiben immer noch mehr Familien entweder in Süd-Manitoba oder in Süd-Ontario wohnen. Jeder Jahr mögen sich mehr Familien von Mexiko in Süd-Ontario mehr Tüß in Süd-Ontario als in Süd-Manitoba. Ich habe von 1980 bis 1992, als ich an dem Elmer MCC-Büro oder Office arbeid, sehr viel Gelegenheit zu beobachten, wo das alles schafft. Beides in Manitoba, in Ontario, und auch wo das alles schafft auf die verschiedenen mennonitischen Siedlungen in Mexiko. Und dann in den mehr 1980er Jahren werd ich mit einmal gewahr, dass unsere Lied dort irgendwo uitgeschneift hatten, dass auch in Südalberta viele Formen jeden mennonitische Arbeiter haben wollen. Und von da an fuhren jeder Jahr im Fahrjahr auch immer noch mehr Familien von Mexiko nach Südalberta arbeiten. Die meisten Familien fuhren auch von da am Hofsvater zurück nach Mexiko, das heißt wenigstens für den ersten Winter fuhren die meisten Familien zurück nach Mexiko, aber jeder Jahr mögen sich auch in Südalberta immer noch mehr Oolkolonia und Kleingemeindefamilien von Mexiko tüß. Merkwürdigerweise wären dort besonders viele Familien von der Nordkolonie, Santa Rita-Kolonie und bald auch von den Nuevo Casas Grandes umgehenden Kolonien in Chihuahua, wohnen in Südalberta fuhren, arbeiten und viele Familien sich dort dann auch bald tüß mögen. In Südalberta wohnen die von Mexiko zurück nach Kanada gekommenen Mennoniten sehr weit und breit verstreut. Die meisten haben dort das ganze Jahr durchgearbeitet, entweder bei Feitsächter, Feeding Lot Operators, Getreideformer oder auch in Fabriken und andere Geschäfte. Einige haben noch eigene Fabriken, so als zum Beispiel AA-Trailer bei Two Hills, Alberta. Bei Two Hills, Alberta hat eine Familie auch all in Stur, wo die Mennoniten viele verschiedene kanadische und mexikanische Eetwaren kaufen können. Das ist natürlich nicht bloß das Stur, wo die Mennoniten in Alberta merkt, sich feilen, aber das halt bestimmt mehr dazu. Im Fahrjahr 2002 wären Bruder Hein Rampel und seine Frau und meine Frau und ich Atelier in Südalberta. Wir schnapperten da herum, um zu erfahren, beides, wo unsere Mennoniten da Gottesdienst pflegen und was ihre Beschäftigungen da wären. Und auch wo ihre Kinder an den Schulen wären und verschiedene andere. Wir fehlten sehr klar, dass unsere Mennoniten da meistens einen sehr positiven Eindruck mögen. Viel sieht jetzt praktisches Weiten, wo sie sich in Mexiko an der Familienforum-Schule angeehnt haben. Dort haben besonders die Südalberta-Former und Feitsächter immer mehr realisiert, aber auch viele Geschäftsleute. Bruder Hein und ich waren da mit einem Großformer bekannt, wo in seine jungen Jahren mal von Holland nach Kanada gekommen war. Das Mann war sehr stolz damit, dass er auf seine sehr große Form bloß so eine Arbeiter hat, wo er von Mexiko oder von anderen lateinamerikanischen Ländern nach Alberta gekommen wären. Das Former eignet mehrere große Feeding Lots, das war ein gutes Plautdietsche Wort, wo er viele Dutzend Rinder fordert. Das Holländer weiß uns, wo er sogar junge von Mexiko gekommene mennonitische Männer in seinem Büro, in seinem Office, braucht, um all die geschäftliche Arbeit für ihn zu tun. Er weiß uns, dass das junge Mann, der einer in seinem Computerprogramm jede Einzelheit von jeder ein von seinen Feeding Lots wisst und kontrolliert. Diese Arbeiter in seinem Büro, in seinem Office, die haben all in Alberta wenigstens ein Port von ihrer Schulbildung gekriegt. Deswegen konnten die das tun. Und dann weiß er uns auch noch, dass all seine mexikanisch-mennonitische Männer von Mexiko wären und dort wir zu morgen, dass er stolz wäre mit seinen Arbeitern. Dann nahm er uns und weiß uns 2 von seinen Feeding Lots
Wees ons krijgt, waar hij door zijn gewaltig grote zielvoederspekkers aangerecht had, en waar zijn vee gefoderd wordt, en zo wieder. En hij zegt daar bij Amavada, dat ook deze arbeider alle van Mexico komen. En hij betoont ook Amavada, dat deze mannen zich met allem, wat tot zijn grote landwirtschaft en nog latere veewirtschaft geheerd, zeer goed verstonden. En dat hij dat in Mexico en de familievorm schon geleerd hadden. Aber dann mit einmal seh des Mann, aber eint haben diese Lied von Mexiko, wat ich nicht verstehen kann. Die Voders selbst haben sich in der Familienform schon so viel praktische Zweiten angeeignet, dass sie meist irgendwas verstehen. Sie haben dort alle gelehrt, weil sie mit ihrer Voderstaub von klein an die verschiedene Formarbeit getan haben. Aber diese Männer arbeiten dort runde Jahr durch nicht mit ihrer Kinder taub, so dass die durch an ook kennen dat praktische Weiten aannemen, wat sie durch ihre Voders in der Familienform schon so gut gelehrt haben. Und sie nehmen ihre Kinder so schwind, als das Gesetz dat hier in Alberta erlaubt, uit de Schule uit, zodat die ook anders nicht sehr gute Schulbildung kriegen. Wo wollen die hier in Kanada eine gute Arbeit kriegen können, wenn die so wenig lehren? Dann wollen die hier nicht so leicht eine gute Arbeit finden als ihre Voders, wo nur so viel praktische Zweiten haben und dabei zu alles zu brocken sind. Hier müssen wir aber weiter aufbrechen für das Mal. Nächstes Mal noch mehr von was die von Mexiko und von anderen lateinamerikanischen Ländern trägt nur Alberta gekommene Mennoniten in Alberta schaffen, wo die Gottesdienst pflegen, wo ihre Kinder in den Schulen sind und was die dort lehren und so weiter. But nächstes Mal, it's George Remper.